Russland benutzt Interpol für die Verfolgung politischer Gegner in der EU. Deutschland und andere Staaten der EU haben verstärkt damit begonnen, Bürger der Republik Ichkerien und andere politische Gegner des kriminellen Putin-Regimes auszuliefern. Einigen von ihnen drohen Folter und Tod in den Konzentrationslagern Russlands. Meistens werden die Menschen durch eine Anfrage von Interpol verhaftet. Der Krieg zwischen Russland und der tschetschenischen Republik Ichkerien ist bloß auf den Bildschirmen des russischen Fernsehens beendet. In Wirklichkeit jedoch gibt es viele ungelöste Probleme. Die russische Föderation missbraucht die Mechanismen der roten Benachrichtigungen von Interpol, also jemanden zur internationalen Fahndung auszuschreiben, mit politischen Zielen dahinter, um Dissidenten zu verhören und zu verfolgen. Dafür gibt es unzählige Beweise. Die gefälschten Interpol-Fahndungen zur Verfolgung von Menschen, die dem Putin-Regime nicht passen, ist lange kein ausschließlich tschetschenisches Problem, obwohl es sich bis heute bei dem Großteil der von Russland Verfolgten um Tschetschenen handelt. Der größte Fall im Jahr 2003 war die Verfolgung des Vorsitzenden der Regierung der Tschetschenischen Republik im Exil, Ahmed Zakaev. Alle Anschuldigungen seitens Russland wurden vom Richter zurückgewiesen. In seiner Begründung sagte der Richter Timothy Walkman Folgendes: Ich bin zum Schluss gekommen, dass eine Auslieferung von Herrn Zakaev nach Russland ungerecht wäre. Russland will seine Auslieferung aufgrund seiner politischen Position. Vor kurzem wurde der Fall des amerikanischen Unternehmers William Browder bekannt, der lange Zeit in Russland tätig war. Russland ist es gelungen, Browder auf die internationale Fahndungsliste zu setzen, mit der altbewährten Methodik, wie sie gegen Tschetschenen eingesetzt wird. Dabei wird von Diffusion Gebrauch gemacht, eine Ausschreibung zur Fahndung, die direkt an Mitgliedstaaten von Interpol geht. Später wurde Browder von der Fahndungsliste genommen. Aber was können Menschen machen, die nicht über dieselben Möglichkeiten verfügen wie Herr Browder? Um der verbrecherischen Praxis Russlands, politische Gegner mittels Interpol zu verfolgen, Einhalt zu gebieten, wurde ein Gesetzentwurf vom Senat der USA vorgeschlagen. Dieser sieht eine Einschränkung der Rechte der Russischen Föderation bei der Nutzung der Ausschreibung zur internationalen Fahndung und bringt neue Sanktionen gegen Russland. Nach unterschiedlichen Schätzungen wurden bereits mehrere Menschen in Deutschland verhaftet und einige bereits ausgeliefert, während andere noch auf ihre Abschiebung warten. Fast alle Länder der EU führen Auslieferungen von Flüchtlingen an Russland durch. Am 26. Juli 2018 wurde trotz drohender Folter und Tod der Schutzsuchende aus Inguschetien Aslan Jandiv von der Slowakei an Russland ausgeliefert. Dieser befand sich mehr als 8 Jahre in Haft und litt an schweren Krankheiten. An diesem Tag wurde vom amerikanischen Radio Liberty bekannt gegeben, dass in der okkupierten Republik Ichkerien die Vorbereitungen für die Verurteilung des 60-jährigen Menschenrechtsaktivisten von Memorial Ayub Titiev liefen, dem Polizisten Drogenbesitz unterstellt hatten. Ein Fall, der für großes Aufsehen sorgte, während alle internationalen Organisationen einstimmig die konstruierten Anschuldigungen gegen Titiev zurückwiesen und seine Freilassung forderten. Anschließend wurde auf dem YouTube-Kanal von Radio Liberty ein sichtlich geschwächter und kraftloser Aslan Jandiv gezeigt, in Ketten und Handschellen bei der Deportation an seine Peiniger nach Russland. Von welchen Menschenrechten in Russland für den einfachen Menschen kann hier die Rede sein, wenn ein weltberühmter Menschenrechtsaktivist hinter Gittern landet aufgrund von ausgedachten Anschuldigungen? Vor einem Jahr wurde versucht, den Kritiker des Putin-Regimes, Mikhail Masajew, gemeinsam mit seiner Familie an Russland auszuliefern, nur aufgrund der Verleumdungen seitens Russlands. Ein großes Aufsehen, Aufmerksamkeit der Presse und der Menschenrechtsaktivisten stoppte die Auslieferung des schwerkranken Mikhail Masajew. Aber die Ehefrau und die 3 Kinder wurden deportiert und befinden sich quasi als Geiseln des Putin-Regimes in Tschetschenien. Und am nächsten Tag haben die Schergen von Putin, die sich als Journalisten ausgegeben haben, Herrn Malisajew in seiner eigenen Wohnung in Deutschland zusammengeschlagen.
In diesem Fall wurde bereits eine Anzeige erstattet. Man kann sich nur vorstellen, was mit ihm im Falle einer Auslieferung nach Russland passiert wäre. Am 27. März 2019 wurden seitens der Handlanger von Putin versucht, Malizajew zu entführen, aber es ist ihm nochmal gelungen zu entkommen. Es gibt keine Zweifel, dass die Einwanderungsbehörden in Deutschland heute gemäß dem Gesetz agieren. Genauso wie es keine Zweifel gibt, dass die Polenaktion im Jahr 1938, die Deportation von polnischen Juden, keine Gesetze verletzt hat. Aber das Recht sieht nicht eine blinde Ausübung des Gesetzes nach der Schrift vor. Im Gesetz sollte auch die Seele oder der Sinn inkludiert sein. Manchmal stimmt die Ausübung des Gesetzes nicht mit der Seele, den Zielen und dem, was damit erreicht werden soll, überein. Der römische Jurist Paulus sagte einmal Folgendes: Gegen das Gesetz verstößt, wer tut, was das Gesetz verbietet. Das Gesetz umgeht, wer ohne Vorstoß den Wortlaut des Gesetzes, den Sinn des Gesetzes hintergeht. Laut der Konvention gegen Folter vom 10. Dezember 1984, Artikel 3 heißt es: Kein Mitgliedstaat darf Personen an andere Staaten ausliefern, wenn es ernsthafte Bedenken bezüglich drohender Folter gibt, wie es im Fall von Mazajew gibt, unter anderem den Tod. Auch werden damit von Staaten der EU, unter anderem auch Deutschland, bei der Auslieferung der sogenannten Terroristen Artikel 5 der UN-Menschenrechtscharta und Artikel 7 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte verletzt. Beide sehen vor, dass niemand Folter ausgesetzt werden darf oder einer menschenunwürdigen Behandlung. Es findet auch eine Verletzung der Deklaration des Schutzes gegen Folter und anderer brutaler, menschenunwürdiger und unmenschlicher Behandlung statt, die von der Generalversammlung der UN am 9. Dezember 1975 beschlossen wurde. In der okkupierten tschetschenischen Republik Ichkerien werden die Menschen unter anderem für Gedankenverbrechen von der FSB-Bande Kadyrowitsch verfolgt, die aus Kollaborateuren besteht und äußere Anzeichen einer administrativen Macht besitzt, die aber vollkommen von der FSB-Abteilung für die Tschetschenische Republik und der Administration des Präsidenten der Russischen Föderation geleitet wird. Genauso, nur in leichterer Form, werden die Menschen in Russland verfolgt. Allein für die Teilnahme an Protesten in Deutschland werden die Verwandten in Tschetschenien belangt. Im Fall von mehreren Teilnahmen an Protesten werden diese der Folter ausgesetzt. Deswegen versuchen die Teilnehmer von Protesten nicht auf Fotos oder Videos zu erscheinen oder meiden diese Proteste sogar ganz. Man sollte anmerken, dass die kollektive Bestrafung keine Idee der Kollaborateure ist, sondern eine legitime Methode der okkupierenden russischen Regierung. Im Jahr 2004, bei seinem Auftritt in der staatlichen Duma, hat der Staatsanwalt der Russischen Föderation, Wladimir Ustinov, die Geiselnahme aller, die nicht mit der Okkupation von unserem Land einverstanden waren, ratifiziert. Er wurde dabei von SFB-Direktor Nikolai Patruschew unterstützt. Dabei ist nichts Außergewöhnliches. Seit dem Jahr 1994, sprich seit dem Beginn des ersten russisch-tschetschenischen Krieges, ist die Geiselnahme Verwandter und deren Folter und Mord an der Tagesordnung und weit verbreitet. Dieser Vorschlag, der gegen alle Menschenrechte verstößt, hat bloß die Methoden, die während des Krieges angewandt wurden, für gerecht erklärt. In den letzten 2 Jahren hat die internationale Gemeinschaft mehr Aufmerksamkeit den ernsthaften Verstößen gegen die Menschenrechte in der Tschetschenischen Republik geschenkt. Es wurde von der OSZE eine unabhängige Expertengruppe eingerichtet, unter anderem mit Vertretern aus Deutschland, die sich mit den Verstößen gegen die Menschenrechte in Tschetschenien beschäftigt, den sogenannten Moskauer Mechanismus. Am 30. August 2018 wurde folgende Aussage im Namen folgender Mitgliedstaaten gemacht: Belgien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Dänemark, Irland, Island, Kanada, Litauen, Lettland, Niederlande, Norwegen, Vereinigte Staaten, Finnland, Schweiz und Estland, von Professor Wolfgang Bendig vorgetragen, sie hätten Informationen über eine außergerichtliche Hinrichtung von 27 Männern in Grosny im Januar 2017. Keinem einzigen dieser Männer wurde ein Gerichtsverfahren gewährt. Es wurde auch von anderen schweren Verbrechen berichtet.
Alle Informationen gibt es auf der offiziellen Seite der OSZE. Man sollte anmerken, dass seitens der Administration des Präsidenten der Russischen Föderation alles unternommen wird, um die Untersuchungen bezüglich der Verstöße gegen die Menschenrechte zu verhindern, was mittlerweile nicht wundert. Man sollte ebenso anmerken, dass Fakten, die die Kommission der OSZE besitzt, über die Verstöße gegen die Menschenrechte verschwindend gering sind. Nach 2 blutigen Kriegen und faktisch einem Genozid der Bürger der Republik Ichkerien vor den Augen der internationalen Gemeinschaft, bei dem 300.000 Bürger der Republik Ichkerien, davon 42.000 Kinder starben, wurde in Tschetschenien ein Regime eingerichtet, das ungefähr mit dem Regime des großen Terrors von Stalin vergleichbar ist. Von den tschetschenischen Menschenrechtsaktivisten und demokratischen Aktivisten wurde am 23. Februar 2018 eine Anzeige in den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag eingebracht, die sich gegen die militärische und politische Führung Russlands richtete und sie des Genozids, der Menschenrechtsverletzungen und anderer schwerer Verbrechen beschuldigte. Heute sind die Bürger der temporär okkupierten tschetschenischen Republik Ichkerien die in ihren Rechten unterdrücktesten Menschen in Europa oder sogar der ganzen Welt. Ich fordere die Regierung Deutschlands auf, damit aufzuhören, die Bürger der tschetschenischen Republik Ichkerien an das Putin-Regime in Russland auszuliefern. Die Erschaffung einer Gruppe von Menschenrechtlern und öffentlichen Organisationen aus den Reihen der Migranten für die Aufklärung aller Gefahren gegen jeden, der deportiert werden soll. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 2018 wurde Yusuf Temirhanov in einem russischen Gefängnis ermordet, vermutlich vergiftet. Er wurde für den Mord an dem Kriegsverbrecher Juri Budanov verurteilt. Dies war ein Geschenk an dem Tag der Luftlandestreitkräfte, 2. August, an den Chef der Luftlandestreitkräfte der Russischen Föderation, Wladimir Shamanov, der selber des Massenmordes und anderer Kriegsverbrechen beschuldigt wird und der Chef von Juri Budanov während des Zweiten Russisch-Tschetschenischen Krieges war. Fälle, in denen Tschetschenen in russischen Gefängnissen umgekommen sind, gibt es viele. Folter und Erniedrigungen gehören zur Tagesordnung. Viele Fälle kommen nicht an die Öffentlichkeit. In Anbetracht all dessen will ich nicht sagen, dass die Deportationen gegen die Gesetze verstoßen und dass die Gefahren für alle gleich sind, ohne Ausnahmen. Unter den Flüchtlingen gibt es einige, die sich nur für solche ausgeben und einige, die mit dem russischen Regime zusammenarbeiten. Trotzdem, es ist besser, 10 für unschuldig zu erklären, als einen Unschuldigen für schuldig. Mit aller Verantwortung bezeuge ich, dass im heutigen Russland die Gesetze und die Rechte der Menschen nicht geachtet werden. Ich wende mich auch an alle Bürger Deutschlands, Europas und der Vereinigten Staaten von Amerika, an alle öffentlichen Personen und religiösen Führer, Menschenrechtler und Journalisten, zu helfen, die Auslieferungen nach Russland, die gleichstehen mit Folter und Tod, zu stoppen. Am 10. April 2019 wurde das Schicksal noch eines Flüchtlings bekannt, der von Deutschland zu Folter und Tod ausgeliefert wurde. In der Justizanstalt Wladikawkaz wird dem gebürtigen Inguschezia Timur Orzohev, der nach einer Deportation aus Deutschland in Russland verhaftet wurde, ein Anwalt verwehrt. Als ein Anwalt bezeuge ich, dass Timur Orzohev Folter ausgesetzt wurde und nur um diesen Fakt zu verbergen, wird ihm ein Anwalt verwehrt. Ich bitte Menschenrechtler und öffentliche Organisationen und die regierenden Organe der Republik Deutschland, sich mit dem Fall Timur Orzohev zu beschäftigen. Ich wende mich an alle Schutzsuchenden und politisch Verfolgte, die bereits den Status eines Flüchtlings besitzen, nicht zu warten, bis man an ihre Tür klopft und sie nach Putins Russland ausliefert. Ich verstehe alle, die bereits alle Hoffnung in Menschenrechte verloren haben, in Anbetracht der Willkür des Putin-Regimes. Aber Deutschland ist ein ausgezeichneter Rechtsstaat, nicht nur auf dem Papier. Wir müssen nur die Informationen an die Öffentlichkeit bringen. Alle Diskussionen über eine Verteidigung gegen Tschetschenen seitens Deutschland und Russland sind ausgedacht und tragen nur zur Provokation bei. Verteidigt eure Rechte im Rahmen des Gesetzes und vereint euch. Anwalt, Menschenrechtsaktivist Aslan Arzuev, Deutschland, Hamburg.
Адвокат, правозащитник Аслан Арцуев, Германия, Гамбург.